Und jetzt schauen Sie sich mal die Prophezeiungen an von Jeremia 25,12. Mich beeindruckt es. Hier steht, hier spricht Gott durch den Propheten Jeremia: Ich will heimsuchen den König von Babel und jenes Volk, spricht der Herr. Warum? Sehr gut aufpassen. Um ihrer Sünde willen. Wir machen jetzt einen Exkurs und kommen gleich nachher wieder an das Geheimnis der Pyramide. Wir können aber das Geheimnis der Pyramide nicht lüften in diesem Unterfangen des Weltethos, wenn wir nicht in der Bibel das Geheimnis von Babylon lüften. Sünde wird in der Bibel nur definiert durch eine Definition, nämlich durch Übertreten der Gebote Gottes. Wie zum Beispiel, du sollst keine anderen Götter haben neben mir. Dazu das Land der Chaldäer und will es zu was machen, liebe Freunde? Zu welcher Wüste? Ewigen. Noch eine, Jeremia 51,37. Und Babel soll zum Steinhaufen und zur Wohnung der Schakale werden, zum Bild des Entsetzens und zum Spott, dass wie viel darinnen wohnen sollen? Niemand. Ewige Wüste, niemand soll mehr darin wohnen. Jetzt zeige ich Ihnen ein paar Bilder. Hier ist der Überrest, das ist wie soll ich sagen, das war die Grundmauern des babylonischen Turmes mit den Maßen von 90 mal 90 Meter etwa. Und also Profi-Architekten mit Archäologen können daraus etwa errechnen, wie hoch der Turm war. Und man vermutet, dass er etwa auch knapp um die 100 Meter war. Das ist aber jetzt nicht wichtig. Sie sehen aber das Größenverhältnis durch die Palmen etwa. Wer weiß, wo dieser Turm stand? Und interessant ist, wenn man von Google Earth runterschaut, sieht man noch ein Dorf etwa in 8 Kilometer Entfernung, das heißt heute noch Babylon. Bis heute. Und jetzt zeige ich Ihnen mal, so wie die Touristen Babylon kennen. Im heutigen Irak. Diese Aufnahmen sind etwa nicht ganz 20 Jahre alt. Noch vor dem ersten Irakkrieg. Wie sieht es aus? Sagen Sie mir mal bitte. Wie eine Wüste. Wie viele Menschen sehen Sie? Jemand. Wir werden sagen, das war ein schlechter Tag, Feiertag oder irgendwie. So sieht Babylon heute aus. Dann gab es einen Mann namens Saddam Hussein, der hat von der biblischen Prophezeiung aus Jeremia gehört und sagte: Was? Niemand soll da drin wohnen? Mein Territorium? Ewige Wüste? Das werden wir sehen. Und er hatte ja das Hobby, wie damals Ceausescu auch, überall im Land Paläste zu bauen. Und hier sehen Sie die Unternehmungen. Saddam Hussein ließ einen Haufen aufschütten und sagte: Ich werde hier, genau hier, meinen Palast bauen und werde zeigen, dass das alles großer Quatsch ist. Was passierte? Er baute bis zu diesem Stadium und dann brach der erste Irakkrieg aus. Und Saddam Hussein musste alle Gelder, alle Personen abziehen für den Krieg und man konnte nicht weiterbauen. Und so blieb das erstmal stehen. Jahrelang konnte man nicht weiterbauen. Dann hat er wieder dran weitergebaut. Nach dem ersten Krieg hat er sich wieder erholt und ging wieder ran an das Projekt. Da kam diesmal 10 Jahre später der Sohn Bush und er marschierte in den Irak ein. Was passierte? Saddam Hussein musste aufhören, daran zu bauen. Und diesmal hörte er ganz auf zu bauen. Denn den zweiten Irakkrieg hat er nicht mehr überlebt. Er wurde aufgehängt. Hier sehen Sie das Google-Bild von dem Satellit. Hier sehen Sie den Turm, die Überreste des Turmes. Und Gott sagte durch die Propheten Jeremia und Jesaja, dass dort nie wieder jemand wohnen werde und dass dies zur ewigen Wüste werden würde, aufgrund ihrer Sünden. Und wissen Sie, was interessant ist? Bis heute gibt es hier nur gab es während der Kriege nur, hier ist ein amerikanisches Munitionslager gewesen. Die Truppen haben hier das schon wieder geräumt und es ist wieder leer. Und wissen Sie, was beeindruckend ist? Hier ist der Palast von Saddam Hussein. Er steht bis heute, das Google-Bild ist ganz aktuell, bis heute steht es da und wurde nie wieder weitergebaut. Es wohnt niemand dort.
Ist das nicht beeindruckend? Jeremia 50,13: Denn wegen dem Zorn des Herrn wird sie unbewohnt und ganz wüst bleiben, sodass alle, die an Babel vorüberziehen, sich entsetzen werden und spotten. Und wissen Sie, die wenigsten machen sich heute Gedanken, warum dort kein Hotel gebaut wurde. Warum bis heute dort nicht McDonald's zu finden ist. Nichts. Da gibt es ab und zu mal ein paar Touristen, ja, stimmt. Aber dort gibt es keine Infrastruktur für Touristen. Gibt es nicht. Warum nicht? Einer der bekanntesten architektonischen Örtlichkeiten der Welt. Ich glaube, ich weiß warum. Wenn Gott etwas sagt, dann meint er es so.